Pionier ist Start und ich sage Start. Und jetzt sage ich Hallo. Das ist eine ganz schlechte Fluppy-Verarsche. Willkommen, ciao, ihr wunderschönen Menschen, Strasdreuz hier bei einer Runde Battlefield. Und heute habe ich mir mal die Frage gestellt, auch wieder von einem Abonnenten, von einem Menschen jedenfalls. Da hat mir der Rat-Player, ups, das ist ja ein Freund, oh mein Gott, das ist mir jetzt, oh Gott, das ist mir jetzt peinlich, hey. Mein Gott, das tut mir jetzt echt leid, hey, oh mein Gott. Entschuldigung, die Frage, beziehungsweise die Antwort darauf, will ich auch gleich stellen, ist, dass ja die Datenerhaltung beziehungsweise das Medienaussterben. Und damit, wir haben ein bisschen geschrieben wieder in Skype, das könnt ihr auch machen, wenn ich oben bin, einfach schreiben. Und wir haben da einige Sachen ja beschrieben. Und es ist halt so, wir haben jetzt einige ja Medien. Und wir haben uns halt gefragt, was jetzt zum Beispiel in einigen Jahrzehnten ist, was mit den ganzen Daten sein wird, die wir jetzt gerade sammeln. Werden die jetzt irgendwie abgespeichert und zusammengesippt, dass sie kleiner werden oder zusammengepackt und ja, hier abgelegt in den Ordner, dass dann halt keiner findet oder so. Ich weiß ja nicht, ich weiß wirklich nicht, wie das dann vonstatten gehen soll, wenn man dann mal, ja, wirklich 10, 20, 30 Jahre vielleicht sogar, wenn wir da, wenn wir da in 30 Jahren, sagen wir mal, ich speichere heute irgendwas und in 30 Jahren, denke ich mal, finde ich das nicht mehr. Warum? Ich habe auf jeden Fall einen neuen PC schon einige Male und so weiter. Ich weiß ja nicht mal, was ich habe in 30 Jahren. Ob es in 30 Jahren noch einen PC gibt überhaupt oder ob es in 30 Jahren irgendwie, ja, was anderes gibt, ne? Vielleicht gibt es da sogar ein DC, ja, das war jetzt ein ganz schlechter Witz. Und ich weiß nicht, ich kenne mich wirklich nicht aus. Ich weiß nicht, welche neuen Dateien sie noch erfinden, welche sparsamen, kleineren, immer kompakter werdenden, besseren Formate und alles. Da ist eine Granate scharf. Mein Gott, ey. Und das ist halt echt eine Sache, wo man denkt, ja, wie machen wir das jetzt eigentlich? Was wird denn das jetzt? Sammeln wir jetzt die Daten und dann schmeißt man sie weg oder was? Oder Wissenschaft ist klar, die baut ja eigentlich immer aufeinander auf. Wir können jetzt nicht sagen, ja, wir haben jetzt hier die Zellteilung und vorher machen wir gar nichts. Ja, Mitose, Meiose ist da wichtig. Das weiß man ja normalerweise. Das wisst ihr ja auch, das weiß ich. Und das ist halt so Sachen, ich weiß halt wirklich nicht, ja. Was passiert mit den Videos auf YouTube? Wie lange gibt es YouTube noch? Wird es mal gelöscht oder wird mal YouTube zu einem Fernsehsender auf? Ja. Das ist mal eine Idee, die finde ich gar nicht so dumm. YouTube als Fernsehsender, da kann man mit der Fernbedienung schauen, was man da anschauen will, ne? Sowas wäre interessant, oder? Ich weiß nicht, die Daten, ja, es kommen jeden Tag, ich weiß nicht, sehr viele Daten dazu, ja, wahrscheinlich so ein paar hundert, vielleicht sogar 120, ja, 1000 natürlich, habe ich gesehen, den Typen da. Und ich kenne mich halt wirklich nicht aus, was mit den Daten sein wird, wie es weitergehen wird, so, oh mein Gott, du versteckst dich aber auch so. Ich weiß echt nicht, wie ich mir das vorstellen kann, weil wir können ja nicht einfach so weitermachen. Der Mensch entwickelt sich ja. Wir bleiben ja nicht stehen, wir wollen ja immer weiter, wir wollen besser, schneller und präziser werden. Wir haben jetzt erstmal Festplatten gehabt, HDD, jetzt haben wir wir haben jetzt die SSD, ich weiß nicht, halt die neuen schnellen Speicherplatten da. Die haben jetzt noch Nachteile, die werden bald keine mehr haben. Es gibt jetzt es gibt doch schon einen Terabyte, USB-Stick und so weiter. Es gibt immer größere Sachen, immer kompakter, schneller, kleiner. Die PCs, wer hätte gedacht vor 30 Jahren, dass wir mal PCs haben, die in eine Tasche passen, also ein Smartphone jetzt zum Beispiel. Die schaffen Sachen, die hat ein Rechner geschafft vor 30 Jahren nicht mal. Und wie wird das weitergehen? Hey, das expandiert ja alles. Es gibt ja immer neuere, bessere, schnellere PCs und so weiter. Die werden immer kompakter und immer billiger auch, dass sich auch der Otto-Normalverbraucher das kaufen kann und so ja immer Zugriff zu höheren, besser entwickelten Medien und Dingern hat, Anwendungen hat. Also das ist Wahnsinn, finde ich. Ja, das ganze Ding einfach, ich finde das echt Wahnsinn. Und ich bin echt gespannt, wie wir in 10, 20 Jahren, wie das da sein wird. Also, da bin ich mal gespannt. Könntet ihr mal bitte eure Meinung oder euer Denken, wie es in 10 oder 20 Jahren sein wird, in die Kommentare schreiben. Und ich lese mir alles durch wie immer.
Und ich bin mal gespannt wirklich, was da rauskommt, weil ich denke mir, ja, also gut, ne, so fliegende Autos, denke ich, wird es noch nicht geben, aber vielleicht, ja, auf jeden Fall, wahrscheinlich andere Energien, also das meiste wird mit Sonnenenergie gemacht, könnte ich mir gut vorstellen, muss ich echt sagen, einfach weil der immer noch lebt, einfach weil, ja, es gibt jetzt schon Solarautos, wurden jetzt schon, ja, die werden immer verbessert und immer alles, es geht ja alles aus, es geht ja zur Neige bald, Öl geht zur Neige, wird immer teurer, kann sich keiner mehr leisten und so weiter, Autofahren wird auch bald wieder zum Luxus, wie es aussieht in ein paar Jahren und da muss man halt mal weiterbauen und dann auch weiterbauen in dem Sinne, ja, andere, bessere Energiemedien. Vielleicht fliegen wir irgendwie zu anderen Planeten und nehmen uns da die Rohstoffe raus, die wir brauchen. Das ist jetzt kein Schmarrn, das habe ich wirklich gesehen. Es kann Planeten geben, die die Energiegewinnung der dritten Art oder so heißt es, keine Ahnung, ja, betätigen, machen, ausführen. Das heißt, sie fliegen zu anderen Planeten, Sonnensystemen und nehmen da von den Planeten irgendwie, ich weiß nicht, wie sie es machen, auf jeden Fall machen sie es, die nehmen dann von den Planeten irgendwie die, ja, Energie oder sozusagen und das wird dann ihr Rohstoff. Also es ist alles Mögliche, natürlich. Es ist ja auch so, das ist jetzt zwar ein bisschen dumm, aber ist egal, wenn Aliens wirklich es geben würde, wenn es Aliens wirklich geben würde und die würden jetzt in diesem Moment 65 Millionen Lichtjahre entfernt auf unserem Planeten schauen mit einem Mikroskop, dann würden die jetzt erst die Dinosaurier sehen. Grauenhaft, oder? Ja. Wahnsinn, oder? Das ist halt alles Mögliche, wenn die mit einem Teleskop unsere, ja, unserer Kennung, unsere Möglichkeiten auf uns schauen würden, dann würden die wirklich noch die Dinosaurier sehen, weil das eben einige Millionen Jahre zurück ist. Das ist entfernt, also sehen die das erst. Vielleicht sind sie auch unter uns oder beobachten uns, keine Ahnung, hey. Und ja, ich finde das schon interessant auch. Aber es ist so wirklich möglich. Vielleicht fliegen wir bald alle mit Untertassen in der Gegend rum und kaufen uns Kaffee in den Untertassen, dass der fliegt. Ist ja eine Tasse, ne? So, was schreibt der hier? Nee, also der URS7NEU. Da kommt ein Gegner, scheiße. Ja, ich kann ja Krylisch lesen und auch sprechen. Ich kann Russisch, ja. 50 Wörter, aber ich kann's. Ja. Und das interessiert mich einfach mal, wie das sein wird. Ich habe wirklich keinen Plan. Und deswegen wollte ich mal eure Meinung wissen, wie ihr denkt, wie es sein wird in einigen Jahren, wie es in der Zukunft ausschauen wird. Ja, danke. Wie es in der Zukunft ausschauen wird mit den Daten, die wir jetzt gerade produzieren. Und ja, das finde ich schon interessant. Und ich kann mir echt nicht vorstellen, wie vielleicht mal, nicht mal, wir drucken das nicht mal, würde ich sagen. Ich denke mir, wir speichern das irgendwie in einem riesigen PC und dann machen wir noch auf ein paar anderen PCs Backups, dass wir die nicht verlieren. Oder laden es ins Internet hoch, wo eh alles bestehen bleibt. Ja, also da kann man tausende Möglichkeiten machen, hey, und ich will mich auch gar nicht festnageln. Das war bei Jesus auch schon so, immer diese Festnagelei, hey, Wahnsinn. Das war jetzt ein böser Religionswitz. Ja, nee, mag ich nicht, das Festnageln, das ist einfach, das ist nichts, ne? Ja, und ja, das war's auch schon von heute. Und, was ich noch als Zusatzinformation sagen will, es geht ja wirklich jeden Tag unglaublich viel Wissen verloren. Es geht ja wirklich jeden Tag so viel Wissen verloren, es ist ja Wahnsinn. Und da bin ich gespannt, wie es in ein paar Jahren aussehen wird, was wir noch wissen und ja, welchen Bereich, welchen Themenbereich, ob wir nur noch bestimmte Themen wissen, ob wir alles wissen, ob wir allwissend werden, das denke ich aber nicht. Das ist ja niemand, nicht mal Google, ja. Und so weiter, also Fragen über Fragen. Warum tragen Kamikaze-Piloten einen Helm? Man weiß es nicht, Fragen über Fragen. In dem Sinne, bis zum nächsten Mal, bleibt so schön, bleibt dabei und tschüss, ne?